Fatima hat seit kurzem die deutsche Staatsangehörigkeit und kann nun bei der Bundestagswahl wählen. Am Wahltag hat sie leider keine Zeit, um ins Wahllokal zu gehen. Zum Glück gibt es die Briefwahl. Wie funktioniert das eigentlich? Fatima kann frühestens 6 Wochen vor der Wahl die Briefwahlunterlagen per E-Mail oder Post beim zuständigen Wahlamt in ihrem Bezirk bzw. ihrer Gemeinde beantragen. Oder einfach darauf warten, dass ihre Wahlbenachrichtigung ankommt. Denn alle Menschen, die in Deutschland wählen dürfen, sind in einem Verzeichnis registriert und bekommen die Wahlbenachrichtigung zugeschickt. Auf der Rückseite ihrer Benachrichtigung befindet sich ein Vordruck, den sie ausgefüllt zurückschickt, um die Briefwahlunterlagen zu erhalten. In vielen Fällen kann man die Unterlagen auch über das Smartphone und einen persönlichen QR-Code beantragen. Spätestens bis Freitag vor dem Wahltag sollte Fatima die Briefwahl beantragt haben. Einige Tage später erhält Fatima ihre Briefwahlunterlagen. Sie macht 2 Kreuze auf dem Stimmzettel, packt ihn in den blauen Umschlag und macht ihn richtig zu. Als nächstes muss Fatima die eidesstattliche Erklärung auf dem Wahlschein unterschreiben. Diese kommt in den roten Umschlag. Wichtig: Der Stimmzettel und der Stimmzettelumschlag müssen unversehrt sein. Sonst ist die Wahl ungültig. Nun muss Fatima den roten Umschlag rechtzeitig in einen Briefkasten der Deutschen Post einwerfen. Am Wahltag um 18 Uhr muss der Umschlag bei ihrem Wahllokal angekommen sein. Innerhalb Deutschlands braucht Fatima keine Briefmarke. Aber warum 2 Umschläge? Damit die Briefwahl auch anonym bleibt. Am Wahltag wird erst der rote Umschlag aufgemacht. Fatimas Name wird vom Personal ihres Wahllokals von einer Liste aller Wahlberechtigten in dem Wahlkreis abgehakt. Der blaue Umschlag, der nur den Stimmzettel beinhaltet, kommt dann in eine Briefwahlurne. So sind Wahlschein und Stimmzettel getrennt und die Absenderin bleibt anonym.